Uns beschäftigt das Jahr so der Schwerpunkt, wie können wir geistlich reif werden. Und der Hebräerbrief ist da die Steilvorlage, dass wir wirklich mit Jesus ins Ziel kommen. Möchtest du das? Hey, dann bist du voll am richtigen Ort da. Die Joel hat schon gesagt, hey, nicht alle, die gut starten, enden auch gut. Die Frage ist, was löst das aus mit uns? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht es auch demütig. Wer sagt, dass ich gut ende? Und ich möchte alles daran setzen, jetzt schon, um die kleinsten Kurskorrekturen wahrnehmen und sagen können, Jesus, bitte hilf mir, dass ich nicht stehen bleibe, sondern dass ich dranbleibe bis zuletzt. Um das geht es nicht zuletzt auch im Hebräerbrief. So, wirklich das grosse Thema vom Hebräerbrief ist Jesus. Jesus, seine Erhabenheit über alles andere. Wir wissen nicht, wer den Brief geschrieben hat. Im Alten Testament gibt es noch ein paar Bücher, wo das nicht so klar ist. Im Neuen Testament ist das ein Einzelfall. Es heisst nach 13 Kapiteln, ich habe euch einen kurzen Brief geschrieben. Das deutet für mich darauf hin, dass es sicher irgendwie ein Pastor oder eine Pastorin muss gewesen sein, die sich nicht kurz halten kann. So, Verfolgung im Glauben dranbleiben ist auch ein wichtiges Thema. Und man kann sagen, es sind sicher nicht Christen gewesen, die irgendwo in einer Gesellschaft gelebt haben, wo sie die Mehrheit waren. Also es war eine pluralistische Gesellschaft gewesen. Man kann da sicher gewisse Parallelen ziehen zu der Gesellschaft, wo wir drin leben, wo wir uns damit identifizieren können. Es gibt auch Kommentatoren, die das klar einem urbanen Umfeld zuordnen würden. Auch das passt ja zu uns hier in der Stadt Zürich. Und wir werden sehen in dieser ganzen Serie, wir werden nicht ins Ziel kommen, indem wir ab und zu einen guten Sprint anlegen. Es geht um die Ausdauer. Ausdauer mit Blick auf Jesus. Und heute ist das Thema Jesus, das letzte Wort. Warum brauchst du, um mit Jesus ans Ziel zu kommen? Weil er das letzte Wort ist. Und wir lesen jetzt gerade die ersten Verse aus dem Hebräerbrief. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, wir danken dir für dein ewige Wort. Das Wort, das so kraftvoll ist, das so viel Autorität hat. Und wir bitten, dass es heute einfach zu uns reden darf, in die Tiefe von unserem Herz. Amen. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Gott redet durch Jesus zu uns. Das hat geheißen, alles an ihm ist ein Ausdruck vom Wesen von Gott. Man könnte sagen, Jesus ist die exakte Repräsentation von Gott. Also, wenn du möchtest wissen, wie Gott ist, es gibt keinen Weg daran vorbei, keinen Weg an Jesus vorbei. Wenn Gott uns einfach hätte Informationen zukommen lassen über sich, dann hätte er bei den Propheten bleiben können. Die haben gute Sachen gesagt über ihn, wahre Sachen. Einfach zum Informationen übertragen, hätte das durchaus gelangt. Aber, was wir auch gelesen haben, Jesus hat uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt. Wieso hat er das gemacht? Weil Gott möchte in Beziehung stehen mit uns. Und das ist nur möglich geworden,
weil Jesus uns gereinigt hat von der Sünde. Gott ist nicht einfach irgendwie eine Kraft oder eine Ordnung im Universum. Gott ist eine Person und möchte in Beziehung stehen mit dir. Und Jesus ist nicht einfach irgendein Reden. Nein, es ist die letzte Offenbarung von Gott. Darum eben, Jesus ist das letzte Wort. In den letzten Tagen heisst es, hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet. Vorhin war das so bruchstückhaft durch die Propheten. Und jetzt ist das Bild komplett geworden mit Jesus. Und die letzten Tage sind ganz einfach. Die haben angefangen mit dem Kommen von Jesus und sie werden fertig sein, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und hey, mega toll, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Aber es hat also etwas Finales an sich. That's it. Punkt. Schluss, Ende aus. Es gibt nicht mehr Offenbarung. Jesus ist gekommen, er ist das letzte Wort. Es gibt nicht mehr, wie wir Gott erkennen können. Jesus, er ist gekommen. Wenn wir einen kurzen Moment darüber nachdenken, was es heisst, dass Gott möchte in Beziehung stehen mit uns. Beziehung heisst ja immer, ich lasse mich auf mein Gegenüber ein. Das kann sehr oberflächlich sein, wenn du im Foyer einfach jemandem Hoi und Tschüss sagst. Es kann natürlich ein bisschen tiefer gehen. Und ich sage mal, je tiefer dass eine Beziehung geht, desto mehr lernst du die andere Person kennen, den Charakter, den Willen, Gefühl und es wird auch mal ein bisschen Reibung geben. Es wird vielleicht auch mal einen Konflikt geben. Wenn es das nie gibt, dann bist du nicht wirklich näher an eine andere Person angekommen. Dann bist du auf einer oberflächlicheren Ebene geblieben. Und auch in unserer Beziehung zu Jesus hat man merken, wenn wir wirklich in eine Nähe kommen, dann muss es passieren können, dass das Wesen von Jesus uns auf irgendeine Art auch konfrontiert. Sonst muss man sich fragen, habe ich wirklich eine Nähe, eine Tiefe mit ihm erlebt? Ich meine, gerade so verliebt, verlobt, verheiratet, du hast gemeint, ich habe den perfekten Partner gefunden. Und eines Tages wachst du auf und merkst, oh, es ist doch nicht alles perfekt. Und dann kann man darüber reden, oder? Man kann gewisse Sachen aufeinander eingehen, man kann sich verändern. Aber du wirst ja merken, es wird Sachen geben, so ist der andere einfach. Oder so bin ich eben einfach. Jetzt sollte das als Entschuldigung brauchen für alles. Aber wenn wir es nicht lernen, auch mit dem klarkommen, wird die Beziehung schlussendlich eine nähere Beziehung in Brüche gehen. Weil jeder von uns hat irgendwo auch so Begrenztheiten. Mir ist so eingefallen, ich habe auch eine dominante Ader. Und wenn wir so zusammen im Badzimmer stehen, Fabian und ich, dann passiert es nicht selten, dass sie zuerst vor dem Spiegel gestanden ist und nachher stehe ich dort. Nicht, weil sie freiwillig das Feld geräumt hat. Und jetzt hast du mich schon wieder weggeschupft. Oh ja, tut mir leid. Ich merke es nicht einmal. Vielleicht ist das so eine Begrenztheit von mir. Aber wir können schon mal ein Gedankenexperiment machen. Wenn wir einen Chip implantieren könnten, der unser Gegenüber so machen, dass es einfach immer passt für uns. Das wäre auf eine Art noch schön. Aber du hättest aber kein Gegenüber mehr. Du hättest einen Roboter, es wäre gar keine spannende Beziehung mehr. Und ich meine, dass Gott Liebe ist, dass der Vater uns liebt, all die Sachen, mit dem haben die meisten Menschen kein Problem. Das ist doch so ein schöner Gedanke. Dass Gott auch gerecht ist, dass er ein Richter ist. Da scheiden sich dann vielleicht die Geister. Und genau, wenn du das so nimmst, merkst du, hey, wenn nicht einmal Gott dir sagen kann, hey, da liest du daneben, dann ist irgendetwas von dieser Nähe gar nicht da, wo es in so einer ganz nahen Beziehung braucht, dass man eben sich auch mal reibt. Ja, wir modernen Menschen mitdenken, wir wissen alles und wir können alles erforschen. Ja, aber wir müssen akzeptieren, Jesus, er ist das letzte Wort. Er ist die Autorität, über die es keine andere Autorität mehr gibt. Und sein Wort hat die Kraft wie kein anderes Wort.
Wann hat dich das letzte Mal die Bibel vor den Kopf gestoßen? Wir haben auch gelesen, dass Jesus die Herrlichkeit von Gott widerspiegelt. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, hat sich die Herrlichkeit von Gott in einer Wolke- und Feuersäule gezeigt. Das war eine Art und Weise, wie die Herrlichkeit von Gott irgendwo fassbar war. Und die hat zum Beispiel die Armee von den Ägyptern aufgehalten und auf der anderen Seite hat sie das Volk geführt und es war immer eine Erinnerung auf die Gegenwart von Gott. Später, als Salomo den Tempel eingeweiht hat, ist wieder die Wolke von der Herrlichkeit. Und es war so krass, es hat niemand mehr in den Tempel gehen, weil die Herrlichkeit so stark war. Und hey, jetzt haben wir Jesus. Er zeigt uns jetzt die Herrlichkeit von Gott. Also wenn du mehr möchtest sehen von der Herrlichkeit von Gott, dann musst du einfach mehr von Jesus sehen. Und ja, im Himmel werden wir das noch viel umfassender können erfassen und erleben. Aber das, was jetzt für uns tragbar ist, ist das, wie sich Jesus offenbart hat. Und was mega gewaltig ist, wir dürfen die Herrlichkeit von Gott auch widerspiegeln. 2. Korinther 3, 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn du mit jemandem zusammen bist, viel zusammen bist, dann wirst du dich auch irgendwo gewisse Sachen aneinander angleichen. Das kannst du auch bei Ehepartnern vergleichen, die schon lange miteinander unterwegs sind. Die werden gewisse Züge, werden jetzt irgendwo so ein bisschen voneinander übernehmen. Und ich sage mal, gerade auch, wenn du so ein bisschen jemanden anhimmelst, zu jemandem aufschaust, der für die Sachen viel besser ist als du, es wird abfärben auf dich. Und hey, genauso ist es mit Jesus. Wenn wir Jesus arbeiten, wenn wir ihn zu ihm aufschauen, wenn wir Zeit haben mit ihm, dann wird seine Herrlichkeit sich immer mehr in uns zeigen, dass wir die Herrlichkeit können widerspiegeln können. Ich finde das gewaltig. Möchtest du das auch? Hey, das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir die Herrlichkeit, die Gott in Jesus gezeigt hat, zu unserer Herrlichkeit erfahren, dass wir die auch widerspiegeln. Es hat aber auch noch ein paar warnende Gedanken in dem Text drin. Eben Gott hat über viele Jahre, über viele Zeiten durch Propheten zu uns geredet. Und ich meine, es gibt auch heute noch viele religiöse Führer. Und wenn wir das Gefühl haben, irgendwo, die sind so in einer ähnlichen Liga wie Jesus, dann machen wir einen ganz grossen Fehler. Jesus ist weit drüber, weit drunter, je nachdem von einer Seite, dass du es anschauen willst, als irgendjemand anders. Ich meine, auch die Propheten im Alten Testament haben immer gesagt, so spricht der Herr. Jesus sagt nur noch, ich sage euch. Und so kannst du sagen, das Evangelium ist entweder die beste Nachricht oder es ist nichts. Und wenn es die beste Nachricht ist, dann müssen wir aber auch die Autorität von Jesus anerkennen. Und Jesus ist der Herr. Also es gibt ja nur eine angemessene Antwort, und sagen, ja Herr, da bin ich, bist du mein Herr. Und wenn wir irgendwo so ein zwischendrin sind, dann müssen wir uns fragen, haben wir es überhaupt begriffen? Haben wir überhaupt begriffen, wer Jesus ist? Entweder ist er wirklich der Herr vom ganzen Universum oder wir lassen es lieber beiseite. Und wenn er das ist, hey, dann ist es daran, dass wir uns beugen vor ihm. Ich meine, wir haben es in dem Text gelesen, er hat das ganze Universum erschaffen und durch die Macht von seinem Wort erhaltet er das Ganze. Und jetzt ganz kurz über das Universum nachdenken. Die Distanz von der Erde zu der Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Man ist schon mindblowing, können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, wie weit das ist. Wenn man das vergleicht mit der Dicke von einem Papier, 0,01 mm, dann ist die Distanz zum nächsten Stern, wo
4,247 Lichtjahre entfernt ist, wären 26,8 Meter. Und der Durchmesser von unserer Galaxie, der Milchstraße, ist 100'000 Lichtjahre, das wären 630 Kilometer. Hey, das ist erst unsere Galaxie. Das Universum, das wir schon erforschen können, ist noch mal viel grösser. Und hey, wir können das ganze Universum gar nicht erforschen. Und Gott hat das erschaffen und Jesus erhaltet es mit seinem Wort. Oh Herr, bitte schenk mir das. Oh Jesus, bitte hilf mir da. Oh Jesus, du siehst und mach bitte, schau, komm hinter mir her. Ja, Jesus möchte uns helfen. Und ja, wo sollen wir hingehen als zu ihm mit allen unseren Sorgen? Hey, aber wenn Jesus einfach unser persönlicher Assistent ist und wenn er nicht die Autorität in unserem Leben ist, wenn er nicht der Herr ist, wir werden ihm überhaupt nicht gerecht. Macht das Sinn? Aber es ist auch eine Herausforderung. Wie können wir jetzt so die transformierende Kraft erleben, dass eben die Herrlichkeit von Gott immer mehr sichtbar werden bei uns? Das sehen wir in den ersten Vers vom Kapitel 2. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn selbst, verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten, und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. Das Erste, was man braucht, ist eine Besessenheit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich, was ich besessen sein soll. Ich werde gerade sehen, was ich meine damit. Es hat im Vers 1 geheißen, wir sollen sorgfältig auf das achten. Und es ist fast noch ein bisschen schwach ausgedrückt. Ich habe noch 2 andere Übersetzungen mitgebracht. Im Englischen heißt es, we must pay the most careful attention. Oder in der neuen Genfer Übersetzung, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können. Es ist wirklich im Griechischen, die 2 Wörter, die da sind ganz eine starke Kombination. Ich kann sagen, hey, es muss wirklich die Botschaft, sie muss jede Faser von unserem Leben durchdringen, muss ganz in uns eingearbeitet sein, eben, wie dass wir besessen sind von der Botschaft von Jesus. Weil sonst, das ist die Warnung, verfehlen wir das Ziel. Auf Englisch heisst es auch, dass man nicht davon driftet. Oder dass man vom Weg abkommt. Wenn du jetzt an einen Marathonläufer denkst, dann, ich sage mal, das kleinste Problem, das du hast beim Marathon, ist, dass du den Weg verpasst. Die allermeisten würden wissen, wo es zum Ziel durchgeht. Dass du wirklich eine Abzweigung verpasst ist weniger ein grosses Problem, eher du magst es nicht mehr. In diesem Vers geht es aber tatsächlich genau um das, dass wir irgendwo nicht genau auf der Spur bleiben. Ich habe da 2 Bilder mitgebracht. Vom Deutschen her sind wir vielleicht eher beim ersten Bild, wo wir sagen, ja eben auf dem Weg bleiben. Und wenn du vom Weg abkommst, dann merkst du es einfach. Oder irgendwie fängst du an, die Füße anzuschlagen, es geht irgendwie nicht mehr so ring vorwärts. Du merkst, dass du auf dem falschen Weg bist. Das griechische Wort ist aber im Englischen da wirklich am besten übersetzt. So, es hat etwas mit Floaten zu tun. So ganz nicht spürbar, eben davon driften. Darum würde ich es lieber nautisch auslegen, irgendwo von einem Schiff. Oder wenn du am Schwimmen bist im offenen Meer, du merkst es gar nicht, wenn du ein bisschen von der Spur abkommst. Und genau vor dem warnt uns der Text da. Wenn wir nicht die Besessenheit haben, das Wort Gottes unser ganzes Leben durchdringen. Und ich
Ich sage, das ist für mich so ein Augenöffner gewesen, jetzt gerade in dieser Vorbereitung, wo ich mir wieder mal den Kopf so am Wort Gottes angeschlagen habe und ich gefunden habe, ja, ich bin doch gut unterwegs. Ich habe ja das Ziel vor Augen. Aber ich sage, habe ich die Besessenheit? Habe ich das, dass in jedem kleinsten Problem von meinem Leben ich zuerst mal frage, Jesus, wo bist du? Was möchtest du? Was sagt dein Wort dazu? Ich sage, da ist noch so viel Luft nach oben. Ich möchte nicht ein bisschen wegfloaten, damit ich wirklich am Ziel ankomme. Möchtest du das auch? Wir sehen aber auch im Text, es braucht Gnade, dass wir das können. Im Vers 2 hat es geheißen, die Nachricht, die von Engeln überliefert worden ist. Was ist das für eine Nachricht? Die jüdische Überlieferung und Kommentatoren sagen da, das ist ganz klar der Berg Sinai gemeint und das Gesetz, das Gott gegeben hat. Das Gesetz, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, nicht begehren. All das, was wir ja immer perfekt einhalten. Oder eben auch nicht. Und Ungehorsam hat da Konsequenzen. Steht da im Text, das ist noch immer wahr gewesen, das ist bestraft worden. Und hey, du kannst nicht für Gott leben, indem du einfach versuchst, ein gutes Leben zu führen, indem du versuchst, das Gesetz einzuhalten. Es ist Gnade, es ist ein unverdientes Geschenk, wenn wir auf die rettende Botschaft von Jesus reagieren. Und da hat es aber auch eine Warnung drin. Wir können dieser Botschaft gegenüber gleichgültig werden oder gleichgültig bleiben. Man kann das mit einem Siegel vergleichen. Das macht man heute nicht mehr so, dass man irgendwie einen Brief versiegeln. Das ist schon viele Jahre zurück. Ich habe mal als Teenager das cool gefunden und das mal ein bisschen zelebriert. Ich meine, wie funktioniert das? Du musst so einen Siegelwachs haben, du machst das heiß mit Feuer, dass es flüssig wird und dann kannst du den Stempel reindrücken. Und dann verbindet sich das erstens mit dem Papier und zweitens hast du den Abdruck drin. Wenn das zu hart ist und du dann zu viel Druck gibst, verbricht es. Und wenn du zu wenig Druck gibst, dann passiert einfach nichts. Dann bleibt es, wie es vorne war. Und hey, die beiden Richtungen können ein Ausdruck sein von einem Herz, das gleichgültig ist auf die rettende Botschaft von Jesus. Entweder denkst du, ja, also hey, so schlecht bin ich gar nicht. Muss mal schauen, also ich tue doch noch einiges Gutes, ich gebe mir Mühe, ich meine, schau mal die anderen Leute an. Also so schlecht kann Gott wirklich nicht denken von mir. Er könnte vielleicht sogar noch ein bisschen stolz sein auf mich. Und du selber bist auch stolz im Herz. Auf der anderen Seite kann es sein, vielleicht, hey, du merkst die Messlatte und du probierst es und du zerbrichst dran. Wie das Siegel, das zerbricht wird, du merkst, hey, ich von mir aus, ich mag es wirklich nicht bringen. Und wenn der Druck vom Gesetz kommt, du zerbrichst. Was wir brauchen, ist, dass etwas schmelzen kann in unserem Herz. Und für das ist genau Jesus ans Kreuz gegangen. Ich habe eingangs gesagt, dass es in Beziehung darum geht, dass man die Begrenztheit der anderen Person akzeptiert. Wir müssen akzeptieren, dass Jesus ist das letzte Wort. Er ist die Autorität, unter die wir uns sollen beugen. Punkt, Ende, aus, Schluss, vorbei. Das müssen wir akzeptieren. Auf der anderen Seite hat Jesus akzeptieren, dass wir Sünder sind. Das ist unsere Begrenztheit. Wir sind Sünder. Aber genau darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Genau darum ist er gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien, damit überhaupt wieder Beziehung mit Gott möglich wird.
Und hey, das hat Jesus alles gekostet. Ja, er hat körperlich unendlich viel Qualen gehabt. Aber ich glaube, der schlimmste Moment für ihn war der, wo sich unter der ganzen Sünde, die für ihn vereint war, wo sich der Vater im Himmel von ihm abgewendet hat. Wo die Beziehung zu seinem Vater, die so perfekt war, für einen Moment inexistent war. Das hat es nie mehr gegeben, vorne und nachher. Sagen wir, im ganzen Kosmos hat sich irgendwo Gott so abgewendet. Und Jesus hat die Einsamkeit voll gespürt und hat das gemacht, damit wir in Beziehung kommen zu Gott. Das ist seine Liebe, das ist seine Gnade, die er für dich und für mich hat. Wenn wir heute auf Jesus schauen, wenn wir ihm heute begegnen, willst du das? Ich lade ein, dass wir miteinander beten, dafür gerne aufstehen dazu. Danke, Jesus, dass du da bist. Und du bist nicht nur der Schöpfer vom Universum, du bist nicht die finale Autorität, das letzte Wort. Nein, du bist auch Immanuel, Gott mit uns. Du bist Gott, der da ist. Du bist Gott, der an unserem Leben interessiert ist. Du bist der Gott, der bei jedem Einzelnen persönlich ist. Wo jedem Einzelnen jetzt einfach auf die Art möchte begegnen, wie wir es brauchen. Und jetzt möchte ich einfach bitten, hilf uns in diesem Moment, einfach unseren Blick ganz auf dich auszurichten, können dir zu begegnen, dir so zu begegnen, wie du eben bist. Und Jesus, mir tut es immer wieder leid, wenn ich dir nicht so begegnet bin, wie es angebracht ist, wie es dir gebührt. Und ich glaube, wir alle, die irgendwo gemerkt haben, ja, eben manchmal haben wir dich bewusst oder unbewusst irgendwo so ein bisschen zu unserem Assistent degradiert. Herr, es tut uns leid. Und wir wollen, dass du kannst wirklich unser Herr sein, dass du die Autorität von unserem Leben kannst sein. Und Jesus, wenn es vielleicht schon länger her ist, dass du irgendwo uns auch so hast können begegnen, dass es uns irgendwo ja, auch vor den Kopf gestoßen hat, dass wir irgendwo gemerkt haben, da haben wir wirklich ein Gegenüber. Herr, schenke uns heute einfach ein neues Verlangen, die Nähe zu dir zu suchen, dass wir auch das zulassen können. Aber dass unsere Beziehung durch das immer schöner und tiefer werden kann. Herr, schenke uns, ja, wie man es so kann, sehen im Text, wirklich die Besessenheit nach deinen Worten, nach dir selber, dass du wirklich unser ganzes Wesen einfach so durchdringen darfst. Aber danke, Jesus, dass es wirklich deine Gnade ist, die das erst möglich macht. Weil du auf unsere Begrenztheit, dadurch, dass wir sündige Menschen sind, bist du eingegangen, indem du dein Leben gelassen hast. Und danke möchtest du uns gerade am heutigen Tag einfach auch helfen, wenn vielleicht unser Herz irgendwo eine Härte hat, dass es weich werden darf, dass wir die Gnade in Anspruch nehmen dürfen, dass wir umkehren und ja, dass wir wirklich mit unserem ganzen Sein uns einfach auf dich ausrichten, dass wir nicht irgendwo davon floaten. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns wirklich zeigst, da, wo wir am heutigen Tag umkehren sollen, dass wir Demut haben, um das zu machen. Ich möchte aber auch für die Menschen bitten, die vielleicht noch gar nie die Entscheidung getroffen haben, dass sie dich in ihr Leben einladen. Sie haben nicht gemerkt, ja, entweder alles oder nichts. Und nein, ich möchte mit Jesus leben. Hey, wenn du das bist, möchte ich sehr herzlich einladen, dass du heute das Jesus sagst, dass du heute den Schritt auf ihn zu machst. Und wenn du das bist, würde mich freuen, wenn du einfach kurz könntest deine Hand aufheben. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du heute sagst, hey, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen.
Danke, Jesus, dass du die Hand gesehen hast als einen Ausdruck von ihrem Vertrauen zu dir. Danke, dass du ihnen gerade jetzt einfach auch eine Begegnung schenkst mit dir, dass sie zu dem neuen Leben dürfen durchdringen, was es gibt bei dir. Wir haben jetzt in eine Zeit gehen, wo wir noch füreinander beten können, wo man aber auch jeder einfach ganz für sich persönlich wirklich kann, den Moment nehmen, um ganz sich auf Jesus auszurichten. Ich bitte Leute, dass ihr euch parat stellt, links und rechts. Und ich möchte zuerst wirklich die bitten, die ihre Hand gehoben haben. Hey, komm bitte, sag das an einer Person, die da vorne ist. Betet miteinander und macht die Entscheidung fest. Vielleicht bist du aber da und sagst, hey, ja, ich habe heute gemerkt, irgendwo, ich habe etwas von dieser Besessenheit verloren und ich möchte das bekennen, ich möchte das aussprechen, ich möchte, dass jemand beten mit mir. Du darfst gerne dafür kommen. Vielleicht hat Gott dich auch irgendwo herausgefordert, wo du dich ganz konkret auch in Kompromiss lebst. Hey, komm und bring das vor Gott. Und vielleicht hast du aber auch Not, wo du einfach sagst, hey, ich brauche das Eingreifen von Gott. Wir haben es ja gelesen, hey, die Botschaft ist immer durch Zeichen und Wunder bestätigt worden. Und du darfst auch denen kommen, wir wollen beten, dass Gott einfach kommt und eingreift in dein Leben.